Ja, Freunde, auch wenn mittlerweile Yu-Gi-Oh! Master Duel erschienen ist, denke ich, können wir trotzdem noch ein bisschen hier weiter zocken bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Und es könnte sein, dass es auch in dieser Aufnahme ein bisschen anders klingt. Falls ja, bitte ich das zu entschuldigen. Das läge dann daran, dass ich temporär den Ton, also vor allem Ingame-Sound ein bisschen umstellen musste. Und es könnte sein, dass es deswegen irgendwie auch ein bisschen dumpfer oder leiser ist. Das wird demnächst wieder behoben, also ist nur temporär. So, Taschen des Trickster. Ja, jetzt geht es ja hier gegen Team Ragnarök, glaube ich, war. Das waren ja die drei Typen, die irgendwie nordische Götter und so im Deck haben, also durchaus faszinierend. Duell Nummer 1 haben wir mit Jack gewonnen, auch wenn es irgendwie ein crazy Duell war. Aber egal, und jetzt Taschen des Trickster. Naja, wenn es ums Tricksereien und so geht. Welcher nordische Gott könnte da wohl zum Thema werden, wa? Jack Atlas war erfolgreich, aber wurde vom Broder, den nächsten Duellant von Team Ragnarok, niedergeschmettert. Oha. Also bekam Crow seine Chance im Grand Prix. Jetzt muss der Crow gegen den Broder antreten. Krötelig umwerfend. Oh Mann ey. Spiel als Zweiter, bitte. Schon krass, war? Ich meine, so Jack ursprünglich mal hier Duellkönig und so, beziehungsweise Champion, alles ganz geil. Und jetzt ist er irgendwie nur noch, naja, nicht mehr ganz so geil. Geheimes Dorf der Hexer, so. Ich darf halt keine Zauberkarten aktivieren, wa? Er spielt's nicht schlecht, muss ich mal zugeben. Gucken, was er hier machen kann. Also momentan kann ich relativ wenig machen, weil es aussieht. Schwarzflügel, Coach der Tagesanbruch, ja. Blizzard der hohe Norden, ja, ist schön, aber wenn ich aus dem Friedhof hätte, Mistral der Silberschild. Den anderen ganz so geil. Nehmen wir mal den hier, komm. Zauber kann gehen hier leider nicht. Aber der müsste gehen. So. Ganz ruhig, Brauner. Er muss erst mal hier durchkommen. So. Dimensionsgefängnis, ja. Könnte man Schwarzflügel, kurze Tagesanbruch? Ja, komm. Ich weiß, er könnte alles mögliche Fiese da versteckt haben und so, aber ist mir momentan egal. Macht trotzdem eine Synchrobeschwörung. Und zwar rufen wir den schwarzgeflügelten Drachen. Also einen schwarzflügelten Drachen halt. Keine Animation, jetzt bin ich enttäuscht. Aber egal. Schwarzgeflügelter Drache. Zerstöre. Verteidige den magischen Ritter, oder versuchst zumindest. Das war jetzt enttäuschend. Gut, hier haben wir so schon mal ein paar Schwarzflügelmonster auf dem Friedhof. Aha. Natürlich eine Kombination hier mit Blizzard der hohe Norden. Das wird schon gut gehen, Freunde. Ich glaube zumindest. Ein nordisch Monster, so. Nordischer Elf.
Komm zurück, schwarz geflügelter Drache! Schade. Ich wollte gerade irgendwie denken, dass ich noch Icarus Angriff nutzen kann, aber es wollte nicht, beziehungsweise geht gar nicht. Er ist ja ein er ist ja ein Drache und kein geflügeltes Ungeheuer. Das Problem ist eigentlich ihn rufen, aber ein anderes Problem. Ja komm, ich rufe mal Schwarzflügel, Sirocco die Morgenröte. Nee, noch nicht. Also großartig was anderes machen kann ich eh gar nicht. Dann greife doch mal an. Und zwar das Teil. So. Er will also nicht, wahr? So, Icarus Angriff spare ich mal bitte noch auf. Für gleich. Will nicht langsam mal Loki rufen oder so? Ich weiß ja nicht. So, also Breaker kann gerade seine Dinge nicht mehr nutzen, seine Fähigkeiten. Nein, warten wir noch ab. So, Brise der C4. Schwarzflügelmonster, das bringt mir gerade nichts. Ich rufe Blizzard, der Hohe Norden. Und rufe hier schon auch schon den nächsten. Kochi, der Tageshahn hoch. So. Das wird doch jetzt selbst, aber nicht angreifen. Bringt mir gerade irgendwie wenig der Effekt. Warte mal. Der Stufe 4 plus 5. Nee, das vermutlich eher weniger, aber ich könnte vermutlich Schwarzflügel Rüstungsmeister rufen, wa? Ja, eine große andere Option habe ich ja nicht. Aber ganz ehrlich, Freunde, jetzt noch nicht. Da machen wir später. Und den mit noch da machen. Dankeschön. So, Bruder. Ja. Das ist jetzt das Problem. Jetzt habe ich extra wieder B gedrückt, weil ich dachte, ja komm, solange ich angreife, auch keinen Effekt zu aktivieren. Zack, konnte ich da nicht mehr Icarus Angriff nutzen. Das ist natürlich jetzt kacke. Warte mal noch. So, jetzt. Was soll denn das groß bringen? Hä? Hä? Aha. Ja, super. Sorry, von hab's überlesen. Ich dachte gerade irgendwie eine 1700 Defense. Ich dachte, hä? Kann ja gar nicht sein. Ja, genau, kann ja auch nicht sein. Super. Sorry, mein Fehler. So, dann lösche ich erst einmal die verdeckte Karte aus und dann das Vieh auch noch. Also eine Zauberkarte hilft mir jetzt gerade. Weil jetzt kann ich dafür wieder Zauberkarten spielen. Spezialbeschwörung, komm schon! Ist wieder ein Empfänger, wa? Nur noch Empfängermonster, ey, krass. Nur schon mal noch Mistralen Silberschild. Angriff der Empfängervögel! Ernsthaft? Mann, wieso müsst ihr alle gleich viele Angriffspunkte haben? Was soll der Quatsch? Oh, Freunde, Freunde.
Ach, Freunde, Freunde, Freunde und tschüss. Ah, boah, der Speer geht doch. So, irgendwas Spezialbeschwören? Ne, noch nicht. Dann machen wir gleich. Bohrer, greif an! Schon wieder. Der geht mir auf den Sack, Freunde, ganz ehrlich. Ich weiß mit den schwächeren Monstern angegriffen, aber wo soll ich denn das wissen? Derzeitigen Verteidigungspunkte. Ja, bringt mir jetzt gerade nichts. Aber das geht trotzdem mal. Synchrobeschwörung, Schwarzflügel, Bohrer. Der Speer. Ja, so viel dazu. Ich weiß nicht. Schwarz geflügelte Sturzkampfbomber wäre eine Option. Das Zwangsevakuierungsgerät. Rüstungsmeister, Angriff. Dankeschön. So. Ist irgendwie ein seltsames Duell, muss ich zugeben. Wenigstens hat weder er noch ich irgendwie großartig Karten, um dann noch was zu machen. Ja gut, er kann das machen, aber... Wie kann er das hier machen? So. Schwarzer Wirbelwind. Gut, die Karte kommt ein bisschen zu spät. Vielleicht haben wir zu Beginn gebraucht, allerdings hätte ich sie ja durch seine Feldzauberkarte gar nicht spielen können. Also insofern... Prise C4. Na komm. Da haben wir Schwarzflügel Kalima. Der Dunst. Ich rieche auch etwas. Und zwar Broders Angst. Gleich haben wir es geschafft. Ich hoffe zumindest. Wäre sonst ein bisschen suboptimal. Was spielt er jetzt? Was versucht er zu spielen? Das Problem ist, ihn kann ich schon spielen, aber es wird mir jetzt nicht so viel bringen, einen Effekt zu aktivieren, weil ich habe gar keine anderen Monster im Deck, war. Egal, Spezialbeschwörung, noch ein Rüstungsmeister. Den kann man nie genug haben. Mein armer Drache. Er ist hier nicht willkommen. Schwarzflügel Rüstungsmeister. Yes, Mann. Was jetzt? Nein! Oh. Das scheiß Schwert, ey. Tja, Freunde, wird es das bereits gewesen sein? Haben wir bereits gewonnen? Ich hoffe doch. Das war's. Das Match zwischen Crow und Broder endete unentschieden, sodass sie beide ausschieden. Was? Ich habe doch gewonnen. Ich hab's genau gesehen. In der letzten Runde muss dann Yusei gegen Haldo antreten. Ich habe Loki haben wir leider nicht gesehen. Ah, da ist er. Loki, Herr der Asen. Täuschung des Trickster 2. Hä? Hat auch ein Loki im Deck? Der große Augenblick ist gekommen. Wen wir das Schicksal begünstigen? Tschuh. Wer will weiterkommen? Die Ruhneugigen oder die mit dem Mal des feuerroten Drachen? Tu mir einen Gefallen, Haldo. Lass das Schicksal daraus. Hier stehen nur du und ich und die Karten, die wir ausspielen. Das ist alles, was zählt. Also lass uns anfangen. Starke Worte, Yusei.
Hat irgendwie auch recht. So. Dann fange ich mal an. Hier, Stimmen. Ich hätte gerne einen Synchromonster. Hallo Gerümpel-Synchronisierer. Der folgt mich mittlerweile auch in jedem Spiel, das er zocke. So. Doppelkrieger. Okay, dann spiele ich erst einmal Klanghühnchen, auch mal gucken, was er macht. Und jetzt mal noch eine Karte verdeckt. Was eigentlich sehe so im Deck für Karten? Formelsynchron, so Stufe 2. Das ist ein Schnelleffekt, genau. Es ist sowohl Synchro als auch Empfänger, damit könnte ich Sternschnuppendrachen rufen. Majestätischer Sterndrache. Da war eine andere Karte noch dazu. Aber ich habe auch im Prinzip Formelsynchron plus Sternstabdrache für Sternschnuppendrache. Steht sogar drauf, da steht nur Empfänger. Ein Empfänger Synchromonster, genau. Das war im Anime irgendwie ganz creepy, dass man irgendwie dafür speziell schnell fahren muss oder so, um so eine Synchroüberführung durchführen zu können. Ganz creepy. Angenehm. Schade. Mein Klanghühnchen ist tot. So. Eidofällen bringen natürlich nichts, haben wir momentan noch gar keins. Spezialbeschwörung rufen, das kann klappen. Aber ich habe gar kein Stufe 6 Monster im Deck, wa? Egal, habe ich eigentlich ein Stufe 1 irgendwie ein normales Empfängermonster? Also Klanghühnchen, aber es ist kein Empfänger. So, dann hätte er gerne Doppelkrieger gerufen. Nee, das reicht jetzt mal, dankeschön. Okay. Was? Ich will nur das Deck angucken, mal noch ganz kurz. Ein Empfänger muss einen Nicht-Empfänger. Hä, wo habe ich einen. Haben wir einen Stufe 1 Empfänger irgendwo im Deck? Nee. Da wird sicher wieder irgendwie sowas Kripisches sein, um die Stufe von um Synchronisierer zu senken oder sowas. So, Synchrobeschwörung, Gerümpelkrieger. Zum Appell. Was? Ah! Fuck. Was hat das für ein Effekt vom Friedhof? Ah, aber doch verpennt. Sorry. Aber holen wir nach, keine Sorge. Und zwar relativ fix. So. Gerümpelkrieger. Lass es scheppern. Weil ich habe ja Synchro-Entdecker, das heißt einen Rufrenesenzug, dann rufe ich dadurch meinen Empfänger-Dingsbums zurück. Gerümpel-Synchronisierer meine natürlich. Oder was mit Turbo-Synchron ist Stufe 1. Sorry, ich habe nicht geschnallt, gecheckt. Turbo-Synchron. So, und hier kommt Formelsynchron. Synchrobeschwörung. Yeah, man. Möp, möp. Es gibt noch eine Karte. Sehr schön. Warte mal, was ist das? Einmal pro Kette während der Mainphase eines Gegners kannst du, so war dann ausgelöst wurde. So, mit dieser Kontrolle ist ein Schnelleffekt. Okay. Zerstöre sie. Alles klar, versuche mal was. Schrei der Untoten, ruf mal Gerümpelsynchronisierer aufs Feld.
Und dann rufen wir Sternstaubdrache, Freunde. So, ich weiß, ich könnte bereits den nächsten rufen, aber jetzt machen wir noch ein bisschen anders. Moment, erst einmal. Zerstöre ich den da. Dann spiele ich Zwillingstwister. Ja gut, warum nicht? Bringt mir so momentan sowieso nichts. Und dann, nee, den. Den hier will ich. Ah, Mainphase als Gegner, das ist super. Ja, können sie jetzt nutzen, aber ganz ehrlich. Nee. Es geht nur im gegnerischen Zuge, weil ich habe halt nur bis zu schnell Effekt gelesen und dachte mir, könnte doch klappen. Ja gut, was bringt das jetzt Formelsynchron? Klar könnte ich jetzt einen Effekt nutzen. Machen wir einfach mal. Sternschnuppendrache. Maximalen Angriff des Kartenbauwellen ist ein ausgegrabenen Empfängermonster. So. Mal gucken. Noch einer? Hallo, Empfänger, wo seid ihr? Ah. Muss man jetzt zweimal angreifen. Ja, Synchrondecker. Und Gerümpel-Synchronisierer. So, der Effekt ist zwar deaktiviert vom Gerümpel-Synchronisierer, aber Synchrobeschwörung geht trotzdem noch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Sternschnuppendrache kann jetzt wirklich so oft angreifen im Zug? Oh, die scheiß Spielmarken. Nee. Zusätzlich entspricht die Max ganz ausgeradene Empfängermonster. Okay, maximal, super. Da heißt er eigentlich nur einen Empfänger ausgegraben hatte, konnte ich eh nur einmal angreifen. Ja, schwierig, Sternschnuppendrache so effektiv zu spielen. Ja gut, das ist eine weitere Option einfach, ich meine, das kostet mich ja nichts. Problem ist natürlich, wenn ich jetzt keinen Empfänger ziehe, wird er gar nicht angreifen können, oder? Kosmischer Kompass, woher komischer Kompass. Sternstaub, Xialong. So, dann könnt ihr mal angreifen, mal die Dinger platt machen. Und dann geht der auch down. Sehr gut. Ja. Also ich habe schon mal mein mächtiges Monster auf dem Feld. Wie sieht es mit dir aus, Halter? Wo ist Odin? Hä? Wo ist der große, mächtige Gott? Der Herr der Asen. Der Vater der Asen. So. Normal versuchen. Irgendwann müssen wir klappen, irgendwie 2 Empfänger, die ich ziehe. Einmal.
Nee, daraus wird nichts. Zumindest jetzt noch nicht. Gerümpelkrieger. Sternschnuppendrache. Und der quatscht schon wieder. Und ich habe noch mal einen guten Xialong. Einen guten Xialong-Tee. So, mal Stachelschraubenigel noch. Eigentlich wollte ich mir auch sparen, aber komm. Das Ganze dauert mir ein bisschen zu lange und ich würde die Folge dann demnächst doch gerne mal beenden. Fragezeichen. Kommen wir mit so einem nordischen Ungeheuer. Du, 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 du. So. Noch ein Gerümpelsynchronisierer. Schaden kann's nicht. Vielleicht doch. Ja gut, alles rufen kann ich eh nicht so, wa? Nee. Ah, dass ich nicht abbrechen kann jetzt. Super. Dann muss ich ihn halt rufen. Eigentlich wollte ich gerade abbrechen, aber egal. Schnelle Angriffe. Und das war's, Freunde. Wieder mal, ohne dass wir Odin gesehen haben. Tut mir leid. Jose besiegte Haldor und Team 5D sorgen ins Finale ein. Wer geguckt hat. So, warte mal. Odin, Vater der Asen. Versuche es. Was, Y? Aha, im Deck ausprobieren. Okay, gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Freunde, damit haben wir das auch geschafft. Der Anfang vom Ende. Ja, viele Duelle sind es nicht mehr. Insgesamt noch 1, 2, 3, 4, 5. Bei 4 davon sind, sag ich jetzt mal, Story. Doch noch Story relevant. Ne, warte mal, der fehlt auch noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entschuldigung. Ja, die sind natürlich episch von der Story her und so. Ist ja quasi der Abschlussgegner quasi. Und das ist natürlich ein altes Rematch, ja? Zwischen Yusei und Jack. Und ich würde sagen, das und vieles mehr hoffentlich in der nächsten Folge zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Danke fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.